Zieh nur fest an. Zieh fest an, hab ich gesagt. Hast denn du überhaupt keine Kraft, kein Schmalz in deine Arme? Ja, mei, jetzt ist er nicht so stark als wie du. Das kommt nur davon, weil du nur lauter Mannsbutter im Kopf hast. Ja, du wirst das früher auch nicht anders gemacht haben. Wie ich noch so jung war wie du. Das ist aber schon lang her. Da hab ich noch nicht einmal gewusst, wie überhaupt ein Mannsbild ausschaut. Geh zu. Du wirst früher auch keine Heilige gewesen sein. Sonst darfst du nicht immer jammern, dass der Bauer nicht die Nummer hat. Ja, und das war eine Gemeinheit. Mei, wie dem Bauern seine erste Frau gestorben ist, gell? Am ganzen Tag hat's bloß geheißen, zieht sie hin und zieht sie vorn. Scheißerl wichtig hat er's gehabt mit mir. Und dann hat er deine ältere Schwester geheiratet. Genau. Da hat ihm halt dann die Kathi besser gefallen. Die Kathi besser gefallen. Den ganzen Tag hat sie ihm schöne Augen hingemacht und nur nach seinem Willen hat sie ihn gekriegt. Mei, auf sowas fliegen halt die Mannsbrüder. Naja, jetzt hat sie's. Jetzt ist er ihr zu alt. Naja, ich hätte ihr ja gleich sagen können. Ach, bei mir hätt's der Bauer so schön gehabt. Jetzt red nicht immer so respektlos von der Bayerin. Ist ja wahr. Jetzt hörst du's. Macht's halt schon wieder Köln. Immer die Scheibe da, lass mich mal in Ruhe. Was war denn jetzt schon wieder los? Immer das Gleiche, man kann ja nichts mehr recht machen. Ne? Und weißt du auch warum? Ja, natürlich, aber das hat sie auch gewusst, dass ich 25 Jahre älter bin wie sie und dass alles auf der Welt einmal ein Ende hat. Und dass man als Alter nicht mehr so rumspringen kann, als wie der Junge. Ja, gell? Herrschaft, ich tue ja sowieso, was ich kann. Ne? Und das ist ja auch noch zu wenig. Gott, jetzt red's halt nicht so dumm daher. Deswegen geht's doch auch nicht anders. Ja. Und du, Schwager? Ja. Ja, dann nimm die halt ein bisschen zusammen. Komm, du hast leicht reden. Ne? Ja, was ist denn, was ist denn? Was stellst denn da umeinander? Weiter, es wird Zeit, dass man in die Kirche gingen. Was tust denn du da wieder? Das siehst doch mein Pfeifen durch putzen, ne? Ja, hast denn du keine andere Arbeit? Glaubst du, sie schmeißt dir deine alte Pfeife nochmal auf den Misthaufen? Und meinst du, dass dann sauberer wird? Was macht man bloß mit einem so einem Mannsbild? Nicht so blond da den halt. Halte doch du da raus. Hättest du heute mir lassen? Verschwind's jetzt aber schnell. Sag mal, Katerl, warum bist du denn immer so zwider mit mir? Ich tue dir doch nichts. Das stimmt. Ich war dir immer treu, gell? Naja, das hat ja keine große Anstrengung gekostet, gell? Herrschaft, immer musst von demselben reden, ne? Bin einmal in dem Alter, wo man seine Ruhe haben will, ne? Jakob, bittchen. Wir sind erst 4 Jahre verheiratet. Ja. Ja, mein Lieber, du, in dir, da habe ich mich schwer getäuscht. Ja. Schau den Klausner Bastian an. Ja. Der ist genauso alt wie du und seine Frau hat vor 2 Monaten das 7. Kind gekriegt. Manchem gibt's der Herr im Schlaf. Und was standen dem mir zwar mit 7 Kindern. Oh. Und jetzt lassen wir mal Ruhe. Ja. Lass mir mal Ruhe, sonst höre ich nichts mehr von dir. Wo willst du denn überhaupt hin? Gehst du nicht mit in die Kirche? Nein, der Sagerer Sepp kommt und bringt seine Kuh, die muss zum Stier. Ja. Es ist schon wirklich zum Lachen. Was? Ausgerechnet wir haben einen Gemeindestier. Das ganze Dorf reißt schon Witz über uns. Ja gut, na der man halt weg, ne? Der Stier bleibt da. Das Leute noch mehr lachen über uns, oder was? Gut, dann bleib ich da. Dann bleibt er da, der Stier, ne? Herrschaftszeiten, Jakob, hast denn du keinen Funken eigenen Willen mehr? Was denn? Bist denn du überhaupt nur ein Mannsbild? Ich weiß nicht, ich hab schon lange nicht mehr nachgeschaut. Außerdem in meinem Taufschein steht drin, männlichen Geschlechts.
Ne? Ja. Ja. Gott sei Dank, dass du schwarz auf weiß hast. Sonst hat das kein Mensch mehr glauben. Das war so. Ja, voll Du weh. warst Ah, grüß euch. Gott sei Dank. Grüß dich Gott, schöne Bayern. Ja, ist schon recht. Schau her, da haben wir deine Schuhe wieder zusammengeflickt. Danke. Jetzt kannst du wieder da hinschwingen mit deinen zarten Fussel, wie ein Engel. Ja, ist schon wieder gut, gell. Ich hab mir eigentlich gedacht, du kommst und bringst das Geld zurück, Was denn für ein Geld? das dir der Bauer geliehen hat. Du hast gesagt, im Sommer zahlst du es zurück. Okay. Ja. War das vielleicht heuer Sommer? 84 Pfennig da die kriegen für die Reparatur. Geh weiter, Jakob, sei so gut, gib's ihm. Ja, ich geb's ihm. Und ich wünsche mir bloß, dass wir das nächste Jahr einen wunderschönen Sommer kriegen, gell. Zu was? Ja, dass du endlich einmal deine Schulden zahlst. Was denn? Da wollte ich mir nicht, ja, der Temperament. Ja, da sagst du mir nichts Neues, ne? Das ist da wohl nicht recht. Aber das heißt nicht recht. Wenn man mal 60 ist, dann weiß man immer, was mit so viel Temperament anfangen soll. Ne? 60 Jahre ist doch nicht zu alt. Ich bin auch nicht so alt, aber sie ist zu jung. Aber daher weht der Wind. Was? Ja, du hast es auch arg drin in deiner Jugend. Nein, hör doch auf. Da, also da. Die Pomaden, wo ich Ja, hinkomme, oder? Man weiß es noch. Das andere. Und der andere. Herrgott, das war der Samen und Teufel, gell? Nein, und die Bertha. Bertha. Na, Bertha hat ein bisschen geschirgelt, ne? Ja. Jetzt mal, wenn wir zwei geschmust haben, habe ich gemeint, hinter mir steht noch einer. Ja. Und die Zilli. Chili. Chili hat ein bisschen einen kurzen Fuß gehabt. Das hat er nichts gemacht, dafür war der andere ein bisschen länger. Ja, das stimmt. Jesus. Und die Reiter, Maria. Reiter Maria. Oh. Meinte. Jetzt fällt mir ein, warum ich überhaupt gekommen bin. Warum denn? Rat einmal, wer mich gestern auf die Nacht noch besucht hat. Woher Sie das wissen, wer denn? Der Toni. Der Toni? Was denn für Toni? Ja, der Reiter Toni, der Bub. Naja, bist denn du wahnsinnig, wenn das mal heute hört, dass ich am Burm war, wo sie nicht beteiligt ist? Um Gottes Willen, der Teufel war los. Ist doch nicht so schlimm, du warst doch damals noch nicht verheiratet. Ja, das schon, aber was will er denn überhaupt da? Ja, auf der Durchreise ist er. Ja. Gestern Abend ist er mit dem letzten Zug gekommen. Ja. Dann hat er bei mir, seinem Taufpaten, übernachtet. Aha. Und wo ist er jetzt? Ist er bei mir noch daheim und schlaft. Bei dir daheim. Wie ich das letzte Mal gesehen hab, da war er so ungefähr um die 10 Jahre rum. Jetzt müsste er um die 30 sein, Das gell? ist er benannt, ja. Fescher Kerl, was ist sauber rausgewachsen. Ein sauberer Bursch. Der schaut dir runtergerissen gleich. Ja, wie der Schädel kann er nur von mir sein. Hast du dahinter so ein Beutel aus deiner Jugend? Ja, gerade so wirst Das du. ist er, ja. Genau. Und gerade so wirst du damals ausgeschaut hast, Ja. so schaut der jetzt aus. So schaut er aus. Ja, bloß ein bisschen intelligenter. Ja, das hat er nicht von mir. Das hat er von seiner Mutter. Ja, aber sauber, was war ich für ein bildhübscher Mensch. Und ein Schürzenjäger ist Was, das. ein Schürzen? Schürz, was der mir für Geschichten erzählt Wo hat er denn das her? Das hat er von dir. Ah, das hat er von mir, so. Ja. Da hätten wir gern wieder einmal sehen, ne? Ja, also ist ja kein Problem, dann bringen ihn heute noch mit rüber. Bist du wahnsinnig, das ist ja viel zu gefährlich. Das macht doch nichts. Wenn wirklich wer dazukommt, dann sagen wir einfach, der gehört zu mir. Hat er schon, aber diese verblüffende Ähnlichkeit, ne? Sagt er doch, der schaut intelligenter. Na, gut, ja. Was da Weißt, jetzt? wenn jetzt mein Kater noch mal so einen Burm gekriegt hat, mein Lieber, da hätte ich ein schönes Leben da, Ja, mein das Lieber. glaube ich, ja. Da müssen wir heute zum heiligen Flavinius zum Wallfahrten gehen. Tja. Der soll ja nach der Sage mit 100 Jahren ein junges Mädel geheiratet haben. Ja. Und aus dieser Ehe sind 25 Kinder entsprungen. Ah, hör auf. Wann hat noch der gearbeitet? Sagt er, dass der 100 Jahre alt war? Ja. Na, damals hat man auch mit 100 Jahren schon in der Rente sein können. Wahr? Ja, aber komm jetzt auf mit den Mann. Also mich, wenn du wieder jung machen könntest, na da der Zäun was man. Ja, das kann meine Idee ist, wenn ich kann. Ja. Kann dir meine Schusterei am Nagel hängen. Alt sein ist ja nicht schlimm, aber nicht mehr jung sein, das ist bitter. Ja, ich glaube, das darf der gern helfen, wenn ich noch gerade wisse, wie. Ja, Aber sie, ja herein. Grüß
Gott, Frau Lehrer. Ja. Was verschafft mir die Ehre? Ja, ich komme zu deiner Frau. Ich möchte dir bloß die Zeitung bringen, Ja, gell? aha, ja. Weil da stehen ja nämlich immer so interessante Sachen drin. Ja, ja. Und sie liest halt so gern, Ja, ja, gell? ja. Wo ist denn deine Frau? Im Schlafzimmer ist drin. Ach ja, dann wäre ich jetzt neugierig. Ist ja gut. Übrigens, halt, da steht ein interessanter Artikel drin. So. Ja, über eine neue Verjüngungskur. Was? Verjüngungskur? Was ist denn das? Ja. Das ist so ein Verfahren und da wird einem Moment einmal, wie heißt jetzt das wieder? Moment. Ach ja, ein Hormon eingeimpft. Hormon? Was ist denn das? Vielleicht eine Harmonika. Ein Hormon, das ist ein Präparat aus Affendrüsen. Ja. Was von einem Affen? Ja, oder von einem Schaf, ich weiß das auch nicht mehr so Frau genau. Lehrer, Aff oder Schaf, da dreht doch die Hand nicht um. Also auf alle Fälle wird dem Betreffenden, wenn das ihm eingeimpft wird, Ja. der wird sofort um 20 oder 30 Jahre jünger. Das ist ja her. Dabei selber zu einem Affen. Das weiß ich nicht, aber wenn Sie mehr und genaueres darüber wissen wollen, Ja. müssen Sie halt den Herrn Pfarrer fragen. Was, ja? ein Herrn Pfarrer, ja, ist der mit sowas einverstanden? Der lacht ja bloß drüber. So. Ach, na, der sagt, unser Herrgott lässt sich nicht ins Handwerk pfuschen. Na, also, jetzt müsst ihr mich entschuldigen. Ja, ging es Ich ja geh nicht, jetzt rein, Frau, ja. ja. Ist schon recht, ging es ja nicht, ja. Ja, ich bring Ja. Ja, was sagst du jetzt da dazu? Ich glaub nicht dran. Ja, du nicht, aber die anderen glauben dran. Wie meinst du Und das? dabei ist mir eine Erleuchtung gekommen, wie ich dir helfen kann. So, ja, wie denn? Ja, die Erleuchtung kostet aber 50 Mark. Na, 50 Mark. Na, so eine teure Beleuchtung brauche ich nicht. Ja, dann erlischt halt die Erleuchtung wieder. Was? Herrgott, du bist ja ein Luder. Also, um was geht's? Ja, kannst du das merken, dass du mir 50 Mark schuldig? Nein, das kann ich mir nicht merken. Gut, dann schreiben wir es auf. Na ja, also. Eine Erleuchtung, Ja, 50 Mark. gut, also, was Also ist pass das auf, für eine? du lass dich verjüngen. Ich? Nein. Das darf ja so passen. Ich lasse mir doch von Kanafen was nicht spritzen, oder? Zum Schluss hupfe ich von einem Baum zum anderen. Als wird der Tarzan im Lodenmantel. Nein, nicht so. Ja? Wer weiß, ob dir ein Affe überhaupt noch helfen kann. Sei so gut. Selbst ist der Affe. Was? Selbst ist der Mann. Ja. Verstehst? Also, die Frau bildet sich doch ein, dass Ja. sie besser dran wäre, wenn du wieder jung wärst. Ja, das Bild sich recht. Eben. Und aus dieser Einbildung müssen wir es kurieren. Aber wie? Indem, dass du jung wirst und dich in deiner Jugend so aufführst, dass sie sich sehnlichst wünscht, dass du wieder alt wärst. Das ist alles schön und gut, aber die Impferei mache ich nicht mit. Braucht's ja gar nicht. Für dich wird ein anderer jung. Was? Jetzt spinnst du aber komplett, oder? Also pass auf. Du sagst zu deiner Frau, dass du ihr zuliebe die Verjüngungskur mitmachst, Ja. fährst sozusagen in die Stadt rein, Ja. zum Doktor, und am anderen Tag kommt für dich ein anderer wieder zurück. Ein anderer? Ja, wer denn? Toni. Der Toni? Ja. Ja, das glaubt meine Frau nie, dass ich als ein anderer wieder heimkomme. So ein anderer bist du ja auch wieder nicht. Was? Nicht, wenn du dich um 30 Jahre verjüngern lässt, dann kannst du nicht wieder so ausschauen wie jetzt. Ja, der schaut dir doch runtergerissen gleich. Na ja, nicht? das stimmt schon. Ja, eben. Und der zieht dein Gewand an, Ja. nimmt eine Brieftaschen Ja. von dir und tut den Ehering Ja, hin. ja. Ja. Ja, das ist alles schön und gut, aber es gibt gewisse Dinge, die wo der Toni nicht wissen kann. Das ist ja kein Problem, das sagst du ihm halt einfach. Was? Oder es ist vielleicht ein bestimmtes Fleckerl oder ein Muttermal an einer bestimmten Stelle, das nicht für jedermann zugänglich ist. Sie hat... Das ist ja großartig. Wenn der Toni das Fleckerl kennt, Ja. nicht wahr? Dann kann sie gar keinen Zweifel mehr haben, dass das du bist. Naja, Ich gehe jetzt noch gleich rüber und hol ihn rüber. Ja. Dann kannst du mit ihm selber reden und musst du da ein bisschen was springen lassen. was werden das kosten? Ja, sagen wir einmal, für einen Buben 100 Mark. Was? Ja, und die 300 Mark, die da ich schuldig bin, Ja. die schenken dir. Ah. Aber das ist für eine teure Kur, das sag ich dir. Können sie auch bleiben lassen. Na ja, jetzt kommt jetzt eine Kur von mir raus. Ne? Und du musst das hier alles mitmachen. Freilich, der Toni führt sich in deiner Jugend so auf, Ja. dass sich deine Kathi sehnlichst wünscht,
dass du niemals so jung geworden warst. Aber das sag ich gleich, meine Kathi muss ich in Ruhe lassen, gell? So weit auf die Kur nicht gehen. Nein, da kannst du dich auf den Toni verlassen. Ja, Das Fleckerl geht ihm nichts an auf deiner Frau. Aber jetzt hol ich den Toni, gell? Jetzt muss ich den Toni. Also alles klar, aber der ist mir gefallen und der ist durch den Stall durch, damit euch nimmt sie. Ist schon richtig, genau, ja. Für die gut dabei, gell? Ja, was dabei? Für dich. Herrgott, war ich ein sauberer Bursch, Jesus Maria. Naja, gut. Gehen wir doch gleich miteinander in die Kirche. Ja, sicher. Na, was ist hier, Mutter? Gehst du nicht mit in die Kirche? Nein, ich muss daheim bleiben, einer muss ja das Haus hüten, ne? Ja, freilich, hast du auch wieder recht. Einer muss ja drauf aufpassen. Genau, Ne? ja. Freilich. Ist auch gescheiter, er bleibt daheim. Ja, wenn ich ein junger Mann wäre, dann darfst du mich schon mitnehmen in die Kirche, gell? Ja, Mutter, musst dich halt verjüngen lassen. Was? Ja, du Jakob, das gibt's zwar jetzt. Ja. Selbst der älteste Mann kann seine jugendliche Kraft wieder Ja, zurückgewinnen. so was Ähnliches hat mir Frau Lehrer schon erzählt. Ja, da steht ein Artikel drin. Geh weiter, lies einmal gescheit. Jetzt kommst uns geht die Kirche ohne uns an. Ja, ja. Jetzt halt ein Vater unser für mich mit, gell? Betten, Ja. das hilft doch bei dir nichts mehr. Ah, das ist ja nicht Smucker, ne? Aber Gott sei Dank, dass draußen die Weiber. Ja, Herren! Grüß dich, Jakob. Grüß dich Gott, Klaus, ne? Gehst in die Kirche? Oder was? Nein, ich bin schon in der Frühmesse gewesen. Ah, was schon? Bring dir bloß den Kalender wieder zurück, Ach so, den ja. du mir geliehen hast, weißt mit den schönen Geschichten. Hast du die Geschichte gelesen da? Vom heiligen Flavinius, hä? Was? Schöne Geschichte, Du, gell? der hat uns Mannsbilder ordentlich zu Ehren verholfen. Ja, ja. Und dass der mir ein bisschen nacheifern, habe ich das Gefühl. Möchtest du auch, dass man die heilig spricht? Hä? Ich? Ja. Wieso? Naja, was man so hört, jedes Jahr ein Kind, ne? 7 Jahre schon beieinander. Weil gerade hat mein Kattel gesagt, schau den Klaus noch an, der ist so alt wie du, der lässt nicht aus. Ne? Ja. Ob halt ich derjenige bin, der wo nicht auslässt, gell? Was? Wie meinst du denn das? Ha? Ja, ich meine überhaupt nichts, gell? Aber man macht sich halt so seine Gedanken. Gell? Weil wenn man nicht unbedingt an ein Wunder wie beim heiligen Flavinius glaubt, dann steigen da so gewisse Zweifel empor. Du wirst doch nicht sagen wollen, dass deine Ja, Moni... ich will überhaupt nichts sagen. Man macht sich nur so seine Gedanken. Ja, also ganz wäre nicht schlau draus da. Ja, das wärst aus die Weiber nie. Du, pass auf. Ja, Ich habe einmal in einem Buch gelesen, Ja. dass kein Mann auf der ganzen Welt mit Bestimmtheit sagen kann, dass er der Vater von seinem Kind ist. na, jetzt hörst du aber auf. Ja, das glaubst du noch da nicht, oder? Es kann wahr sein oder auch nicht. Er kann es glauben, kann es aber auch nicht glauben. Sag mal, Die Weiber können uns doch blöd machen nach Noten. hast du vielleicht einen Verdacht? Na, Hä? ich will auch gar keinen haben. Na, also würde ich sagen, wenn ich also an deiner Stelle würde ich schon ein bisschen nachforschen. Ne? Ja, zu was denn? Was? Warum denn? Wieso soll jetzt ausgerechnet ich der einzige Mann auf der Welt sein, der es mit Gewissheit weiß? Na. Schau her, ich lebe doch mit meiner Moni in der schönsten Harmonie. Ja. Hab schönste Leben bei ihr. Ja. Kriegst beste Essen, Ja. kann fortgehen, wenn ich mag. Und wenn sie sagt, ich bin der Vater, Ja. ja, mein, da wäre ich doch, ich mein, was mir doch so gut geht bei ihr, Ja, da wäre ich doch blöd, wenn ich es nicht geglaubt hätte. Ja? Ja, es kann wahr sein, oder auch nicht. Also, Und was man nicht weiß, das macht er nicht heiß. Klaus, sagt aber so, wenn ich draufkomme, dass meine Kathi... Geh, hör doch auf. Was? Schau her, über die Weiberleute wird viel zu viel geschreit gemacht. Das rentiert sich alles Ja, nicht. ich glaube, vielleicht hast du recht. Ja, Ne? freilich habe ich recht. Ja. Und wenn du das einmal kapiert hast, Ja. dann lagst du auch bloß noch Nein, drüber. ob ich da lache da drüber, das glaube ich Ah ja, weniger. probier's. Wenn du da mal drüber stehst, dann lachst du schon. Ja. Jetzt muss ich mich entschuldigen. Ja. Ich muss wieder nüber mein Laden herrichten, weil ich doch nach der Kirche noch ein bisschen aufsperre, gell? Ja. Danke schön für den Besuch. Vierte Jakob. Und danke schön, dass du mir so am Floh ins Ohr gesetzt hast. Gell? Ja. Eifersucht ist auch so eine Kinderkrankheit, gell? Und mancher bleibt ein Kind bis ins hohe Alter. Vierte
Jakob. Ja, für dich, Gott, ja. Weißt du, wenn ich mich dran denke, dass meine Kattel und der Toni und so, ich hätte mich doch nicht drauf einlassen sollen. Jakob, bist du allein? Ja, geht's rein, komm. Ja, wo ist der Frau? Oh! Da ist der Vater. Grüß dich Gott, Vater. Die Gott, Toni. Mein Lieber, ich hätte nicht geglaubt, dass wir uns in dem Leben noch mal sehen. Naja, ich auch nicht, aber weißt du, wenn man verheiratet ist, gell, dann mag man von der Vergangenheit nichts mehr wissen. Du kennst doch die Weiber, ne? Ja, und wie ihre die Kinder. Ja, Ich nehm's dir auch nicht für übel, gell? Ja, aber sauber hast du rausgewachsen, Ja. kann man das sagen. Sag er doch, schaut er doch runtergerissen, Ja, gleich. ja. Wirst du in deiner Jugend? Tatsächlich, da schon mal her. So. Ja, da schau her, das gleicht ja bis aufs Haar. Ich habe Toni schon gesagt, um was geht der, kennt sich schon aus. Weißt du schon? Ja. Ja, ich weiß Bescheid. Das ist eine Mordsviecherei. Und ich bin auch dabei. Und mich würde es freuen, wenn ich das fertigbreche, deine Frau zu kurieren. Gut, du weißt also, was du zu tun hast. Ja, Ja, alle Vater, ich werde dich würdig vertreten. Moment. Aber nicht bei meiner Katze, gell? Das bitte mal aus. Gell? Vater, wo denkst du denn hin? Ja, ihr seid junge Leute, ihr habt Temperament, du ein junges Blut. Also, wenn du das von mir glaubst, dann haben wir ausgelegt. Dann lassen wir es lieber Wirklich bleiben. wahr. Was Hat er denn? den Floh ins Ohr gesetzt? Wir sind alles nur Menschen, Raymond, gell? Natürlich sind wir keine Affen. Ja. Komm, sind wir, gehen Deshalb wir. bleibt halt da, Herrschaft, man wird doch noch drüber reden dürfen, oder? Kann ja sein, ich tue euch vielleicht Unrecht, ne? Ja, gut, wenn du so redest, ist was anderes. Aber du Vater, es muss ja alles seine Richtigkeit haben. Deine Frau wird doch was merken wollen von der Verjüngungskur. Wann, wie, wo? Moment, was denn, wie denn? Du fragst vielleicht spaßig. Ich meine, wenn es auf Nacht Zeit ist zum ins Bett gehen, was machen wir da? Haben wir schon. Das Bett geht hin, das Bett geht schon los, ne? Das heißt, hier zwei Rimpficher. Was denn? Du darfst natürlich keine Nacht daheim bleiben. Das ist doch gerade die Kur. Du musst zum Kartenspielen gehen, zum Kammerfenster, in die Wirtschaft und zum Tanzen, das Gefetzen fliegen. Aber nicht daheim bleiben. Und die Kathi lässt der Lor daheim. Ja, ganz genau so muss das machen. Keine Nacht daheim bleiben, gell? Nichts leichter wird das, gell? Ja, also gut, dann gehst du wieder heim und ich hol dich dann, wenn ich dich Schau, habe. für dein Halt. Wieder da das Aussteigen aus. Du Vater, Ja. wie ist denn das mit den Hunden? Ja, das kriegst du also, das kriegst du. direkt. Jetzt ein Viertel Simmer, Uhr. lass mich nicht zu lange warten, gell? Ja, hol dich Mein Lieber, das wäre der Limbe im Himmel. Ja, ja. Schau her, sag ich dir. Das hat schon mal geklappt, jetzt müssten wir es bloß noch der Kathi beibringen. Ja, ich sag's ja nicht. Nicht? Nein, ich will vielleicht einen rechten Schmarrn daher, ne? Naja, mir war's lieber, wenn du ihr sagen darfst. Ja, ich kann auch nicht so lieren, weißt du? Du meinst, ich kann besser lernen. Auf alle Fälle. Ja, meinetwegen, so ist ja halt. Die Sache muss nicht ganz fein eingefädelt werden, Ja. damit es nichts merkt. Du bist da der Fädler, macht noch. So, jetzt waren wir wieder beim Beten. So, Ja, ja. Bauer, schon, dass du nicht dabei warst Warum in der denn? Kirche. Mei, der Pfarrer hat schön predigt. Das war? gell? Ja. Aha, hat er gepredigt, dass die Weiber, die ihre Männer so segieren, im Fegfeuer braten müssen. Ha? Nein, das hat er nicht gepredigt. Nein, nein. Nein, er hat von der Ehe gepredigt. Da kann er gar nicht mitreden, weil er nicht verheiratet ist. Ja, und dann hat er gesagt, dass die Mannsbrüder heutzutage nur noch nach dem Geld heiraten. So. Oder nach einem schönen Gesicht. Darum kriegst du keinen. Anstatt dass die Männer viel mehr auf das Herz achten So würden. viel hast du auch nicht. Aber für die hätt's gelangt. Was? Gewalt, erzähl ihm auch gleich essen, hä? Ja, das werden wir gleich haben. Ja, ich hab so einen Mordshunger. Ja, da schau her. Bist jetzt du noch immer da? Nein, Schon wieder. ja, bin schon wieder da. wieder? Ja. Wieder da, ja. Und was verschafft uns die Ehre deines hohen Besuches? Ja, also weil das ist, ich hab, weil da war doch vorher die Frau Lehrer. Die war da und die hat da sowas erzählt von einer Verjüngungskur. Genau, ja. Ja, und das hat mir jetzt keine Ruhe mehr lassen. Okay. Möchtest du dich vielleicht verjüngen lassen? Nein, so viele Affen gibt's ja gar nicht. Ne? Ein anderer, So? Wer denn? dein Mann.
Jakob, du? Ja, Katerl, damit du wieder einen jungen Mann hättest, der das halt riskieren, gell? Was, Jakob? Was? Du willst wirklich? Ja, freilich, wo stundenlang habe ich ihn am geredet, wie in ein krankes Ross, bis er endlich eingewilligt hat. Bis ich endlich eingewilligt habe. Eingewilligt habe, ja. Ja, und du meinst das ganz? Ja, freilich geht das. Ja, da sind schon ganz andere alte Häuter wieder jung gemacht worden. Das kommt natürlich nur darauf an, wenn es dir recht ist, nicht, Katerl? Das Jakob, wirst du gerade so frank Ja, und... so. Mein Gott, wenn ich mir vorstelle, dass du wieder jung wärst. Ja, das war schön. Ja, freilich. Ja, wie jung meinst du, dass man machen kann? Ja, das weiß ich jetzt auch nicht. Da müssen wir mal vielleicht ein Muster haben, irgendein Muster oder ein Bild, was du vielleicht sagst, schau her, so mehr. Schau, da hat doch der Jakob von seiner Jugend da schon her. Was darfst du jetzt sagen, wenn man vielleicht so herrichten lassen? Ja. Jesus. Ja, das war natürlich schön. Ja, sag Jakob, was meinst denn du Naja, dazu? da war ich schon die 30 rum, gell? Da war ich ein bildsauberer Mensch. Ne? Stimmt. So, Ja, weißt du was? Genau so machen wir's. Ja. Du nimmst das Beutel mit zum Doktor und sagst ihm, er soll ihn ganz genau so machen. Genau so. Ja. Ist schon recht, ja. Das Du, macht. aber gefährlich ist das nicht, gell? Nicht, dass man ganz vermurksen. Nein, da bleibst du ganz. Das ist eine Angelegenheit von einer halben Stunde, nicht? Da kriegt er eine gewisse Dosen, kriegt er eingespritzt. Eine Dosis. Ach so, Ja, kriegt eine Dosis, kriegt er eingespritzt, nicht? Und dann schlaft er ein paar Stunden und wenn er wieder wach wird, schaut er genauso aus. komm ich raus aus der Dose. Ja, Komm ich raus. aus dem Schlaf. Jesus, was heutzutage alles gibt. Ja. Weil das ist ja wie im Traum. Gell, ja. Jakob, Was? wenn ich mir vorstelle, dass du wieder jung wärst. Mein Gott, gell. Mein Gott, werden wir glücklich das war sein schön, miteinander. ja. Schön wird das. Ja, wann gehst du endlich zum Ja, Doktor? so, ja. Ja, jetzt wenn wir heute gleich fahren, dann werden wir morgen schon wieder da. Ja, je eher, umso besser, ne? Ja, genau, das sage ich doch auch. Je eher, umso besser. Ja, ja. Und man jede Stunde ist schon. So ist Du es. musst bloß noch anders Jopperl Ja, jetzt check mal rein, Jopperlohn. Ja, genau. Und der Guide muss der mitgehen für den Doktor. Okay. Ja, freilich, ein Geld. Ja, was werden das kosten? Ja, also sagen wir, billig wird es nicht sein. Nicht? 100 Mark kriegt schon der Bauer. Ja. Ja, was für Bub? Naja, er meint, wenn ich wieder jung wie ein Bub bin, ne? Ja, da braucht er doch ein Taschengeld. Genau, Ach so, Vielleicht will er sich ein Eis kaufen oder Eis was. oder Limonade oder so. Ja, ja, es ist ja auch ganz egal, was das kostet, gell? Hauptsache, ich krieg wieder einen jungen, Ja. strammen und kräftigen Mann. Ja, das geht. Kimm dir weiter, Jakob, zieh dich um, kimm dir weiter. Hast du es gehört? Ein kräftiger Mann. An dem kräftigen Mann wird sie ihre Zähne ausbeißen. Ja, wahrscheinlich. So, der erste Schritt wäre getan. Erstes Nein. Simon, Was ist jetzt? stimmt das wirklich? Fahrt der Bauer in Stadt nicht zum Jungmacher? Hast du vielleicht gehorcht? Ja, selbstverständlich. Ich muss ja hören, sonst weiß ich ja gar nicht, was auf dem Hof alles passiert. Schande. Also jetzt Was so, denn? Was denn? kommt er wirklich als Junge wieder zurück? Freilich. Ehrlich? Du Was denn? Simon, sag einmal, geht das bei die Weiber auch? Ich mein, das Jungmacher, weil noch fahr ich eingestanden und lass mich wieder jung machen. Du, Ja? so viel Affen gibt's gar nicht, wie du brauchst. Jetzt schick dich, Jakob, schick dich. Ich hol bloß noch schnell was für den Doktor, Ja, gell? ist schlecht. Jetzt war ich hergekriegt. So, Simon, du schau her. Ja. Die Flaschen bringst du dem Doktor mit und sagst ihm einen recht schönen Gruß von mir. Er soll seine Sache wirklich gut machen. Ja, ist schlecht. Ja. Das ist meine Lieblingssorten, die trinken wir gleich, gell? Was? Ja, dem Doktor. Ja, sag ja, das ist seine Lieblingssorten, die trinkt er gleich. Ach so, ja. Für dich gut. Für die Gottkatele. Ich gehe aber mit dir nun raus. Ja, die Sturst. Aber zuerst mag ich noch ganz ein liebes Abschiedsbussi. Ah, ja, ich will bei einer Abschiedszeremonie möchte ich nicht stören. Ich warte dabei draußen. Gell? Ja. Lass mich nicht zu lange warten, dass wir nicht in die Nacht Ist reinkommen. schon recht gut, ja. Für dich gut. Ja. Also was, Kateli, ich weiß ja gar nicht, ob ich es noch kann, das Busseln. Weißt du was? Ja. Wir probieren es ganz einfach. Probieren wir es wieder einmal. Also, dass wir nichts falsch machen, gell? Also schauen wir jetzt.
Naja, das wird der Doktor hoffentlich auch richten. Ja, gell? hoffentlich. Ja, gut. Ja, Ich wünsche dir ganz eine gute Reise. ist wahr. Und komm gesund wieder. Das tue ich. Und vor allen Dingen jung, Jung. und stramm. Und stramm. Und kräftig. Und kräftig. Ja, Jetzt ganz geh weiter, weiter. kräftig. Ja, Jetzt komm jetzt. Du liegst mich doch an. Nein, lieg nieder! Gell? Da schauen aus, der Bauer fährt wirklich in die Stadt rein zum Jungmann. Okay, das stimmt doch gar nicht. Da, jetzt kommt Bari, dann kannst du es gleich selber Ja, fragen. da frage ich auch. Du Tati, Ja. sag ich mal, ist das wahr, was mir die Zenzi gerade vom Bauern erzählt? Freilich ist wahr. Mein Gott. Hoffentlich macht der Doktor auch seine Sache gut. Ja, nicht, dass ihm vielleicht zu viel von der Dosis einimpfen. Was? Ja, wie meinst du jetzt das? Nicht, dass er uns am Ende wieder in die Windel macht. Mei, der Maler hat das wirklich schön gemalt, gell? Schau, ha. Und das Versal erst, gell? Ja. Du sollst zu Haus willkommen sein, als Alter gingst, als Junge trittst du ein. Mei, schön, gell? Ja, wirklich. Als Alter ist er gegangen. Und als Junge kommt er plötzlich wieder hoch. Ich kann direkt wohnen. Ja. Aber dazu haben wir jetzt keine Zeit. Jetzt schau lieber, dass du die Schulden aufbringst, sonst kommt der Bauer zurück und wir stehen ja immer noch auf dem gleichen Fleck. Ja, du hast schon recht. Aber dabei sind wir leicht fertig. Ich bin ja schon richtig neugierig, wie er ausschauen wird. Ja! Aber das eine sage ich dir, Zilli. Wenn er mich genommen hätte, hätte das Ganze nicht braucht. Ja, wenn er es getan hätte. Er hat es aber nicht getan. Ja, und das ist ja die ganze Gemeinheit. Naja, wer weiß, ob das überhaupt mit dieser Verjüngungskur so gut ausgeht. Geh zu, Zenzi. Das sagst du jetzt bloß, weil du der Kathi neidig bist, dass sie jetzt einen jungen Mann kriegt. Das ist überhaupt gar nicht wahr. Ich war ja schon froh, wenn ich einen alten kriege. Was ist denn jetzt mit euch zwei? Seid fertig? Freilich sind wir fertig. Schau. Ha? Ja. Hat er schön gemalt, der Maler hat gemalt. Als Junger trittst du ein. Schön, gell? Sehr schön, ja. Hat er gemalt. Wirklich schön. Und hast du die Brotzeit hergekriegt? Ja, Ja. die Schmalznudeln sind auch schon fertig. Ja, du hast gesagt, schön sind's geworden. Gell? Freut mich, ja. Zenzi, hast du das Bier hergekriegt? Freilich. 20 Flaschen stehen im Keller. Gut. Das heißt, eigentlich sind es bloß noch 19. Was, wieso? Ja, eine habe ich selber gesoffen. Nein, ich habe einen Durst gehabt. Ja, Und die restlichen 19, die werden schon lange für einen Rausch. Naja, jetzt hast du eigentlich auch wieder recht. Ja, dann könnten sie jetzt endlich kommen. Mein Gott, hoffentlich hat der Zug keine Verspätung gehabt. Nein, ich habe jetzt eine Viertelstunde hin oder her, spielt doch auch keine Rolle. Die spielt schon eine Rolle, wenn ich schon so nervös bin. Die Herwarterei, die macht mich so narrisch, ich kann das gar nicht sagen. Das glaube ich schon. Es ist ja auch keine Kleinigkeit, wenn der eigene Mann frisch aufbügelt wird. Ja. Also ich bin ja so neugierig, wie es ihn hingekriegt Was? haben. Ich mein, wie es ihn hergekriegt haben. Sei so gut.
So wird er dann doch nicht verschandelt sein, oder? Wer weiß, wo sie ihm doch was von einem Affen eingespritzt haben. Vielleicht hüpft er jetzt von Baum zu Baum. Halt! Ja, wo nehmen wir denn die Bananen her? Ist ja wahr, ich kann ja den Affen nicht verhungern lassen. Also glaubst das? Du bist wirklich furchtbar. Was kommt von draußen rein? Jetzt auf, Zinzi! Na, Schmarrn, nix, ich hab mich täuscht. Täuscht? Hollerie, Zinzi! Glaubst du, das sei heute nicht so geschert? Bin schon sick für nervös, dass ich bin. Jetzt doch mein feines Lippchen zeigen. Jetzt Ja, na, rede da miteinander, als wäre aufgescheuchte Hähne. Ob man Bauer noch kennen wird, ha? Jetzt musst du auch noch anfangen. So wird er dann doch nicht verändert sein. Wer weiß? Vielleicht haben sie ihn tatsächlich ganz verschandelt. Also ich gehe jetzt auf jeden Fall mal zu der Kramerin und kaufe zur Sicherheit ein Pfund Bananen. Du bist ja bloß neidig, das ist alles. Und ich mache jetzt die Brotzeit fertig. Ja, sei so gut. Mein Gott, ich bin so nervös, aber jetzt kann es ja wirklich auch endlich kommen. Ui, das sind's. Ja? Ist er schon da? Na, leider nicht. Mein Gott, Karl, sag mal, bist du auch so aufgeregt? Mein Fräulein, ich kann's einer gar nicht sagen. Und wir? Also ich bin so aufgeregt, als wie wenn es mein eigener Mann wäre. Das ist nett. Das verstehen Sie halt, gell? Ja. Weil das sind so Dinge, die uns Frauen im tiefsten berühren, weil es mit der Liebe zu tun haben. Da hast du recht. Ja. Aber da haben die Männer überhaupt kein Verständnis dafür. Also, wie ich meinem Mann und einem Herrn Pfarrer erzählt habe, dass der Jakob in Stadtner ist, um sich verjüngen zu lassen, da haben die zwei gelacht, dass sich der Tisch gebogen hat, ja? Bitte, was gibt's denn da zum Lachen? Das frage ich mich auch. Also, mein Gott, na, es ist halt so, sie sind halt unglaubliche Thomasse, ne? Und darum bin ich jetzt gleich rüber und wollte mich selber davon überzeugen. Es tut mir jetzt leid, dass Sie früh gekommen sind. Ach, das macht nichts. Dann komme ich wieder, gell? Ja, Aber jetzt, na, also, du, ich möchte noch eins sagen. Das ganze Dorf ist auf die Füße. Jeder möchte ein Jakob sein, ja. Mein Gott, na, und die Weiber, mein denen geht die schnattern, aber wie? Ich kann das gar nicht sagen. Ich glaube, also jeder wird ihr Mann, ihr eigener Mann, jetzt zu alt sein. Also der meine natürlich nicht, gell? Aber die Weiber, die sind die Allerschlimmsten. Die ratschen, die ratschen, die ratschen. Und du weißt ganz genau, das hab ich so dick im Kopf. Aber jetzt könnten Sie wirklich endlich kommen. Brotzeit ist hergerichtet. Ja, wunderbar. Du, sei bitte schon so gut. Macht vorhin zu. Nicht, dass die Leute nur bei die Fenster reinschauen, ne? Ja, mei, die sind halt alle auf den neu renovierten Bauern gespannt. Ja, ich schon auch. Mein Gott, ich Wow, bin ich so... glaube, sie kommen. Ehrlich? Ja, Mein, was soll ich denn tun? ganz ruhig bleiben, ganz ruhig bleiben. Aber wenn ich so zittert. So, jetzt sind wir da. Ja. Jetzt warst du ja schon. Jakob, geh weiter, wo bist du denn? Ja, ich bin ja schon da. Jetzt schaut mal, wie ich geworden bin. Ha? Heilige Himmelmutter. Aber das ist doch gar nicht möglich. Ja, freilich ist es möglich. Ja, da schaut's. Das hat's euch nicht gedacht, gell? Na, was ist? Ich warte auf ein Puzzle. Rindfisch. Zuerst kommt doch deine Frau, das ist doch die Schwägerin, die Zilli. Ach so. Was ist? Ich warte auf ein Puzzle. Nein. Das sollte mein Mann sein, der Jakob. Freilich, wer denn sonst? Ja, das kennst doch an seinem Gewand, dass es ist. Ja, das schon, aber... Kathi, schau her. Da ist meine Brieftaschen, die wirst du wohl kennen. Ja. Und da ist mein Fangeisen. Ja, sicher, das stimmt schon. Also, dann wird schon sicher seine Richtigkeit haben, aber... Mein Gott, ich bin ganz traumhaft. So was von dem Fleck.
Von was für einem Fleck? Du, Kathi, Ja, an was glaubst denn du? An was ich denken haben müssen, wo ich in der Stadt drin war? das weiß ich nicht. An das bewusste Fleckerl, das du. Jetzt so, scham dich. Gell? Wenn er so ein Geheimnis kennt, kann es gar keinen Zweifel mehr geben. Ja, da hast du jetzt eigentlich schon recht, aber trotzdem, er hat sowas Fremdes an sich. Ja, sowas, was ich noch nie an ihm gesehen habe. Mei, ein junger Mensch ist immer anders als wie ein alter. Also, ich muss euch schon sagen, ich war auf einen anderen Empfang gefasst, wenn ich als Junger wieder zu dir zurückkomme. Entschuldigung, Jakob, aber glaub mir, so habe ich mir die Verjüngung nicht vorgestellt. Ja, wie dann? Wie, ja? Ja, mei, das weiß ich jetzt auch nicht so genau. Ist er vielleicht nicht so recht, als wie er ist? Ich weiß nicht. Ich glaube, ich muss mich halt erst dran gewöhnen. Ja, freilich so wird's Also, sein. ich hätte mich da gleich dran gewöhnt. Ja? Ja, aber dass ihn der Doktor jetzt gar so jung gemacht Ja, hat. da bist du selber schuld. Nicht? Du hast mir doch da extra so ein Foto mitgegeben, nicht? Und du hast gesagt, das soll ich so ein herrichten. Ja, und stimmt's vielleicht nicht? Ja, da hast du schon recht. Da ist wirklich viel Ähnlichkeit da. Okay, ja. Was heißt denn da Ähnlichkeit? Ja, runtergerissen ist es. Ja, genau. Kathi, jetzt wirst du doch davon haben, oder? Was ist jetzt mit dem Bussel? Na, also gut. Das sollst du haben. Ja. Ja. Ja, ist das Maria? Was war jetzt das? Mei, das wird halt Katz gewesen sein. Oder der Kader. Ja. Also glaubst du, wenn ich ehrlich bin, ich geniere mich direkt mit so einem jungen Mann zu sprechen, ja. Aber freuen tue ich mich auch. Ja. Ja, das pressiert jetzt gar nicht. Mit der Schmuserei. Jetzt aber, ich werde doch meinem Mond zur Begrüßung nur ein Puzzle geben dürfen. Ja, freilich, aber das ist, weil der hat, auf dem nüchternen Magen vertragt das noch nicht so. Ja, So wird's sein. da hat er sie mal ganz recht. Ja. Da sitzt sie nur gleich auf deinem Platz hier. Dankeschön. Du wirst doch jetzt bestimmt einen Hunger haben, oder? Also, ich könnte nicht sagen, dass ich keinen Appetit hätte, gell? Ja. Und was mir für einen Kaltanfang? Gell, Toni? Was? Was? Wieso, Toni? Toni? Ja? Hab ich Toni gesagt? Ja, hast du gesagt? Ja, das wird weißt du, mein Schuster gesagt, der Karl, der heißt Toni. Und das habe ich jetzt verwechselt. Ach so. Naja, dann ist das freilich was anderes, gell? Aber es ist nicht zu fassen. Es ist zu fassen. No. Naja, dann heben wir uns das Puzzle halt für später auf, gell? Ist schon recht, Kathi. Ja, und ich werde jetzt gleich die Brotzeit bringen, gell? Ja. Das ist eine gute Idee. Ja. Ja, dann werden wir schauen, wo das Bier bleibt, gell? Ja, die Idee ist noch besser. Jesus. Hui. Du, Was denn? es war ein fesches Weib, die Kathi. Ja, aber für dich eine verbotene Frucht, gell? Weil sonst war die ganze Komödie für Katz. Aber gut, hast du das eingefädelt, die Geschichte. Sogar vom Bahnhof her sind wir gekommen. Freilich muss ja so ausschauen, als wenn man mit dem Zug kommen Ja. war, gell? Deshalb Finger weg von der Kathi. Du, die Ziele gefällt mir viel besser. Da mische ich mich nicht rein. Da kann man nicht um. Wenn die wer kennt, Was hast du da gehört? Ich hab's daheim nicht mehr ausgehalten bei dir, darum hab ich mich rübergeschlichen, ne? dann warst du die Katz. Ja, Ich hab doch gewusst, dass es ein Kader ist. was hast du Hoffentlich hat ihn nicht gesehen. Kein Mensch hat mich gesehen, ich möchte bloß wissen, ob's gut ausgegangen ist alles. Wunderbar läuft's, Ja. wenn du uns nicht alles verbaust. Ja, natürlich nicht. Also, und gleich nicht vergessen, Busteln wird nichts mit der Kacke, ne? Das weiß er doch. Dein Versprechen, wenn du nicht hältst, dann bring ich dich um. Wir? Das weiß ich noch nicht. Vater, ich muss doch so tun, zwecks der Verjüngung, sonst lacht sie doch aus. So tun, ja tut mir der erst so tun und dann, ist ja wahr. Du musst in das ganze Haus zusammenlaufen. Du bist ja so ein eifersüchtiges Mannsbild, was Blödes. Bin doch ich dabei zur Überwachung. Du? Ja. Und bei der Nacht? Da schlaf ich. Da schlaft er. Ich muss ja auch mal schlafen. Aber ich bin wach und wie wach das ich bin. Kannst mal durch, nachdenken. Natürlich schon. Sei doch gescheit. Ja, ich bin schon gescheit, ich passe auf, das vergeht nicht. Ich bin schon wach. Ich schau, dass er gut heimkommt. Da meine ich, bin in eine saubere Zwickmühle reingekommen.
lassen. Grüß dich gut, Jakob. Grüß dich gut, auch. Mein Jakob, mein bist du schön geworden. Da schaut's, gell, Großmutter. Das ist jetzt nicht nett von dir, dass du so Sachen zu mir sagst. Ja, wo wir zwar doch bald einmal geheiratet hätten. Ach, so ist es. Ja, das darfst du mir nicht so krumm nehmen, gell? Ich war ja einmal so jung und so schön, wie du jetzt bist. Ja? Ja, da wärst du doch noch dran erinnern können. Ja, ja, aber da sieht man für heute nicht mehr viel davon, gell? Schau, Jakob, ich hab dir ja alles gegeben. Ja. Alles, was ich gehabt hab, hab ich dir gegeben. Ja. Bis auf meine Unschuld. So. Die war schon weg. Ah, ja. Aber jetzt, Jakob, jetzt kannst du von mir verlangen, was du willst. Ja. Jakob! Ich hab jetzt gerade kein Verlangen, gell? Aber ja, Herrschaft, zeigt noch einmal, ob man denn an diesem Hof nicht 2 Minuten Zeit, seine Gefühle freien Lauf zu lassen. Die Bäuerin, sie ruft. Ja. Dann lauf nur zu, gell? Aber ich mein, Jakob, wenn's mir noch was fragen möchtest, gell, du weißt, wo meine Kammertüre ist. Ja, ja. Jakob, du Lieberle, du! Mein Vater muss ja eine feine Nummer gewesen sein. So, den habe ich gut heimgebracht. Du, der verdirbt uns mit seiner Eifersucht noch die ganze Geschichte. No, und Ausweisment geht. Ja. Deshalb zieh bei der Kathi die Bremsen an, Ja, gell? ja, ich mach Es war noch... So, Oh, da haben wir jetzt die Brotzeit. ja, da läuft dann ja gleich das Wasser im Maul Sehr zusammen. schön. Bitteschön. Dankeschön. Und da kommt jetzt das Bier. Und du schleichst dich da aber schnell, gell? So, jetzt schau her. Jetzt lass du schmecken. Dankeschön, gell? Du schleichst dich da aber schnell, gell? So, ja, komm. Jetzt gleich noch fest zu, gell? Ja, reden wir nicht lang, fangen wir gleich an. Ja. No. Du wirst es da warten können. Zuerst kommt der Bauer. Ja, Jetzt schön. greif nicht zu. Dankeschön. No. Was schaut's denn jetzt, wo wir gestobene Kalbin? Ja, wir werden einen Bauern wohl noch anschauen dürfen, oder? Mei, wir können uns heute nicht satt sehen. Ja, wir schauen ihm schon nichts runter. Schaut's nur, deswegen bin ich ja da, gell? Schon, gell? Ja, freilich. Das ist überhaupt nicht notwendig. Jakob, erzähl lieber, wie war's denn beim Doktor? Ja, was sollte da viel sein, gell? Ja. Jetzt lassen halt essen, sonst schlagt's ihm ja nicht an. Ja. Was sag halt, hat er der Velo? Ja, also, pass auf. Wie ich geimpft war, da ist mir auf einmal heiß geworden. Mein Blut hat zum Brodeln angefangen. Da hat's mich hinübergerissen 2 Meter, und wieder herübergerissen. 4 Meter. Und das war gerade so, wie wenn man einer die Haut in die Länge ziehen darf. 6 Meter. Und auf einmal sind mir Funken vor die Augen vorbeigeflogen. Auf einmal hat's geracht. Und dann hat's blitzt. Bist schnell gefahren? Was? Und meine Haare haben zum Kribbeln angefangen. Hatschi, mein Nase noch kitzelt, als wenn wir einer über die Fuß sind drüber gefahren. Und dann, Ja, und dann? ja, dann bin ich eingeschlafen. Und wie ich aufgewacht bin, da war's geschehen. Na, Ja, Sowas, ha. ja. was soll's gibt? Ja, Wahnsinn gleich. Schaut. Ja, herein. Ist er schon da? Ja, Ach, da komm ich jetzt recht. Wo ist er denn? bitteschön. Da ist er. Was da? Das gibt's ja nicht. Ja. Aber tatsächlich. Also ausschauen tut er wie früher, gell? Gell, ich war auch wie aus alle Wolken gefallen. Ja, das glaube ich. Also da kann man ja nur noch sagen, Gratulation zu so einer Wunderkur, gell? Ja. Sieh mal, wer ist denn das? Grüß Gott, Frau Lehrer. Ja, Frau Lehrer, mein Lieber, jetzt geht's aus einem anderen Ton. Saprament, juhu!
Und dasselbe Temperament wie früher, gell? Ja, genau. Ja, meine Frau Lehrerin, gell, wenn Sie plötzlich wieder jung werden taten, dann taten Sie auch Juhu schreien. Ja, nein. Nein, geht's zu bei uns. Na, was ist? Ist ja laut. Darf man das Wundertier ein bisschen näher anschauen? Nur herein in die Menagerie. Schaut sie mal, sie geredet. Ja, wer kommt denn da? Ja, wer wird denn kommen? Der Klausner und seine liebe Frau, die Moni. Danke. Ja, da ist er ja, der Jakob. Ja, in voller Lebensgrüße ist er da. Jakob, geh mal her. Ja, sag einmal, was haben sie denn mit dir angestellt? Ja, die haben's ja total vermurkst. Ja, was ist? Gefällt jetzt, alter Grauderer? Na, keine Stunde bin ich dir neidig. Wenn ich denke, dass ich nur mal so anfangen müsste. Ja, das glaube ich. Aber was kannst du denn da reden? Jung sein ist doch schön. Ach, red doch keinen Schmarrn. Schau her, wir werden alle Tag wieder ein Stückchen kleiner. Wir wachsen wieder dahin, wo wir hergekommen sind. In die Erde. Einen Tag früher oder später, da steckst nichts auf. Darum bin ich da auch nicht neidig drum. Das geht doch gar nicht mit rechten Dingen. So jung und so sauber, bis du wieder warm Na, bist. hör doch auf, das ist doch alles bloß ein Blödsinn. Mei Moni, dann musst du halt deinen Mann auch einmal zum Auffrischen schicken. Also mein Mann ist mir schon recht, wie er ist. Ja, gell, da habt ihr's gehört. ja. Nimm dir ein Beispiel. Kriegst ja sowieso jedes Jahr von deinem Mann ein frisches Kind. Ja, von wem denn sonst, als wir von meinem Mann, du freche Schnappen, du. Ja, mei, also, ich werde jetzt auch wieder gehen, weil ihr habt euch noch einiges zu erzählen, gell? Aber morgen, da musst du zu meinem Mann und zum Herrn Pfarrer kommen, weil die möchten dich doch auch sehen. Ja, ich komm schon, gell? Also dann, Wiedersehen. Wiedersehen. Ja, Jakob, in deiner Haut möchte ich nicht stecken. Naja, jeder auf seine Weise, gell? Also mir gefällt schon recht gut, so wie du wieder bist. Gell? Ach, Mira! Kim, Mausebärli, wir gehen wieder heim, gell? Jetzt haben wir ihn schon gesehen. Ja. Wir gehen beieinander. Ja, Viertel. Jakob, hast du eine Viererei? Und ihr zwei jetzt da abräumen, gell? Ha? Ja, genau. Und dann das Geschirr abwaschen noch. Was? Heute noch? Ja, halt noch. Ja, aber so pressiert doch das wirklich nicht, Ich oder? soll nicht nachschnauben, das macht's jetzt. Wenn's fertig seid, dann geht's ins Bett. Was? Jetzt schon? Ja, jetzt. Das sagst du bloß, damit du ja schnell genug mit deinem Mann wieder allein bist. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht, Jakob. Gute Nacht. Jetzt ist schon gut, schleich dich. Und du bist jetzt auch miert, gell? Ja, das könnte ich jetzt nicht behaupten, gell? Aber Jakob, du musst doch miert sein. Nach dieser Anstrengung. Ach so meinst du? Ja. Also, ich geh nachher da. Gestern getrunken habe ich, und wenn ich was schuldig bin, dann schreibst du das auf. Dann hast du im Winter was zum Lesen. Ja. Ich danke dir recht schön, Simon. Gern geschenkt. Und glaub mir, es soll dein Schaden nicht sein. Naja, bin ihm treu beigestanden in seiner schweren Stunde. War sozusagen sein Geburtshelfer. Gell, Jakob? Ja, das kann man wohl sagen. Ja, Ich werde mir dann schon erkenntlich zeigen, ist gell? schon recht. Jakob, vierte gut, Vierte nachher, gell? Denk an die verbotene Frucht. Vierte, gell? Vierte, noch schön auf, gell? Ja. Vierte, gut, macht es gut. Ja. Das Jakob, jetzt kann ich dich erst einmal so richtig mit Ruhe betrachten. Hey, Kathi, da siehst du doch nichts Besonderes. Und schon? Mein Gott. Was du jetzt für ein liebes Geschau gekriegt hast. Ja, schau, ich bin halt jetzt um 30 Jahre jünger. Ich konnte es immer noch nicht so richtig begreifen. Ja, das lernst du schon noch. Oh, was hast du denn jetzt? Ja. Bist du denn jetzt auf einmal so komisch? Ja, oder magst du mich jetzt nicht mehr? Ja, du bist gut, Kathi. So wie du mich immer behandelt hast. An das muss ich mich jetzt erst gewöhnen, gell? Ja, schon freilich, aber glaub mir's, Jakob. Jakob, das soll jetzt alles anders werden. Meinst Ganz bestimmt. Ich habe jetzt gar keinen Grund mehr, dass ich garstig bin zu dir. Ach so. Jakob, ich habe noch nicht einmal ein Puzzle gekriegt.
Ja, das mag ich nicht, das könnte jetzt wer kommen. No, was hast du denn jetzt? Was bist denn so komisch? Da ist doch nichts dabei, weil sie ein Mann und ein Weib gern haben. Ja, du hast recht. Und jetzt mag ich aber das Puzzle. Gott, was war jetzt das? Das war der Vater. Das ist bestimmt so ein boshafter Mensch, der mir's nicht vergund, dass ich einen jungen Mann hab. Ja, das kann leicht sein. Aber das heißt, jetzt lass ich einen Hund von der Ketten. Was? Das darf ja nicht wahr sein. Ist wer da? Ja, ich bin's. Ich hab doch gewusst, dass das du bist. Ja, Vater, die Bayerin lässt einen Hund von der Ketten. der tut seinem Herrn nix. Was machst denn so ein Krach? Ja, wer weiß, was sonst passiert wäre, ne? Nix wär passiert. Ja, du möchtest ernten, was du nicht gesät hast, gell? Also bitte schön, Toni, druck drauf, dass ich bald wieder heimkomme, gell? Vater, ich versprich, dass länger wie 2 Tage hält es sowieso nicht aus. Und ich schwitze dabei Blut. Jetzt gehst du wieder rüber zum Simmel und legst dich ins Bett rein. Was tue ich beim Simmel im Bett drin? Ich bleibe auf meinem Posten. Das kommt mir. Was mach ich damit? Was hat denn da so geschleppert? Ja, ich weiß auch nicht. Du, Zilli, Ja, du bist für ein ganz sauberes Mädel. dass du das jetzt erst bemerkst. Ja, schau. Seit ich halt jetzt wieder jung bin, sehe ich alles mit anderen Augen. Ach so, Sag einmal, hast du eigentlich einen Schatz? okay. Du sollst doch wissen, dass ich keinen hab, oder? Ja, sauber. Das müssen ja schöne Rindviecher sein, die Burschen da im Ort. Ja, aber da bist du schon ein bisschen spät dran, Jakob. Meinst? Ja. Sag mal, kannst du mich du ein bisschen gern haben? Also die Frage ist doch wohl überflüssig. Du bist der Mann von meiner Schwester. Ja, pass auf. Ich meine, wenn ich nicht verheiratet wäre und nicht der Jakob Hirnmoser wäre. Also das hat doch gar keinen Zweck, darüber zu reden. Ich mein doch bloß, wenn so wäre. Wenn? Naja, dann kannst du mir eigentlich schon gefallen. Ja, das freut mich aber narrisch. Was fällt dir denn ein? Lass mich sofort aus. Du, wenn du nicht auslässt, dann schrei. Dann muss ich den Mund zupappen. Da, das hast du jetzt von deinen Dummheiten. Na freilich, du wirst ihm schon Anlass dazu gegeben haben. Na, das hab ich nicht. Hey, Kathi, was regst du denn so auf? Da ist doch nichts dabei, wenn ich meiner Schwägerin einmal ein Bussel gebe. Ich bleib keine Stunde mehr auf dem Hof da. Ja, gut. Das musst du merken, solche Sachen leide ich nicht. Und wenn es auch nur Spaß war. Mein Gott, na, du tust ja gerade so, wie wenn ich eine Todsünde begangen hätte. Na, das könnte aber leicht auch nicht werden. Geh Blödsinn. Also, ich weiß nicht. Du bist wie ausgewechselt. Ja, das kann leicht sein. Aber schau, man ist halt bloß einmal jung. Ja. Du bist es aber schon zum 2. Mal. Und ich glaube, du möchtest nachholen, was du beim 1. Mal versäumt hast, oder? Ja. Bayern, komm schnell in den Stall mit der Kuh, stimmt was nicht. Herrschaftszeiten, kannst denn du nix verloren machen, glaubst du? Ja, sag mal, Teufel. Auf was haben wir mich denn da einlassen? Ja. Herein! Grüß dich, Jakob. Grüß dich, Gogmoni. Ja, sag mal, was führt denn dich noch zu uns daher? Du, ich hab vorhin vergessen, deine Frau soll mir 100 Eier überschicken, ich brauch's im Geschäft. Ja, ich werd's ja dann ausrichten, gell? Ja. Du, Jakob, wann kommst du noch mal wieder rüber zu mir in den Laden? Dann kann man unsere alten Erinnerungen wieder mal auffrischen. Moni, du bist gut. Und dein Mo? Mein Mann? Ja. Ja, der hat sicher nichts dagegen, wenn's kommst und was kaufst. Ach so, ja, dann komm ich morgen gleich rüber und hol mir ein paar gute Zigarren, gell? Ja, aber gewiss, gell? Alle komm ich. Du, Jakob, kannst du noch sogar puzzeln wie damals? Moni, wie du noch sowas fragen kannst, sowas verlernt man nicht. Also das musst du mir zuerst beweisen. Ja, nichts leichter wie das, gell? Jetzt mal, wenn ich einen Stumm reinkomme, busselst du eine ab, aber mich nicht. Das geht wie geschmiert. Ja, was ist denn schon dabei? Na, ein Bussel in Ehren kann niemand verwehren. Und ich mag das nicht. Schau mal, was regst du denn halt so auf? Die Moni hat mich gefragt, ob er mich trauen darf, dir einen Bussel zu geben. Ja, und dann hat er mich traut. Geh, erzähl mir doch keine Geschichten. Dann müssen die Dämonen nicht kennen. Ja, soll das vielleicht heißen, dass du mir was nachsagen kannst, ha? Tu doch du nicht so scheinheilig. Jeder Mensch, der gut vor seiner eigenen Tür zu kehren. Vor meiner Tür ist sauber. Ich glaube, wenn man genau hinschauen darf, kann man schon was finden. Und
Jetzt schaust aber, dass du verschwindest, aber schnell. Du brauchst mich nicht rausschmeißen. Ich geh schon von allein. Vierte Gott, Jakob. Vierte noch. Du, und wenn du einmal eine gute Zigarre brauchst, dann weißt du ja, was du das kriegst, gell? Weiß schon, freilich. Vierte noch. Bei der kaufst du nichts. Ah, dass ich nicht vergiss. 100 Eier brauche ich morgen, aber in der Früh. Ja. Du, Kathi, Was denn? warum gibst du denn jetzt doch die Eier? Ja, das, was wir so miteinander haben, das hat ja mit dem Geschäft nichts zum tun. Ach so ist das, ja. Also ich weiß nicht, warum du dich immer so aufregst. Du, die Moni ist mir doch total wurscht. Naja, gut, Jakob. Ich will das glauben. Aber jetzt, glaube ich, wird's Zeit, dass wir ins Bett gingen, ha? Ja, da lass dich nicht aufhalten. Was denn? Gehst du nicht mit? Ich wollte noch ein bisschen ins Wirtshaus schauen. Was? Heute möchtest du ins Wirtshaus? Ja. Na, schau her, ich glaube, du hast zu deiner Verjüngung kein Zutrauen, oder wie? Kathi, so darfst du das nicht auffassen. Doch, ich fass das so auf. Nix. Heute bleibst du daheim. Ach so, Jakob, ja. ich warte auf dich. Ja, ist schon recht. Jesus. Was mache ich denn? Ja, da bleiben kann ich auch nicht. Ja, Jakob! Ja? Geh, mach weiter! Bist du schon im Bett? Ja! Ui. Mein Gott, nein. Und da darf man nicht rein zu der verbotenen Frucht. Das darf dir so passen, gell? Ja. Dass du noch gekommen bist. Ja, das liegt an, dass ich noch komme, gell? Ja, ich bin ja froh, dass du gekommen bist. Ja, Ich weiß nicht mehr aus und ein. Warum? Jakob! Wo bleibst du denn? Ja. Da hörst du's. Ich weiß gar nicht, was ich tun soll. Ja. Du, nix? Vater, ihr kommt diese Verjüngung sowieso schon Spanisch vor. Weißt du was? Was? Du gehst doch nicht. Wie? Ja, freilich. Kreishimmel hab ich da Teufel noch meine. Was? Das Licht hat schon austreten, nach kennst du nicht. Ja, Freilich. darauf bin ich ja gar nicht vorbereitet. Jetzt besinn dich nicht lang, bevor es Tag wird, bist du verschwunden. Ja, verstehst? ja. Und dann weiß sie nicht, dass du der Stellvertreter vom Stellvertreter warst. Meinst du? Freilich. Also die Idee war nicht So, übel, ja. gell? Ja. Überlegen, was tust du denn noch so lang? Ja, ich komm gleich. Jetzt geh weiter, Vater. Komm. Meinst du? Also gut, dann packen wir's halt. Jawohl. Hoffentlich blamiert er mich nicht. So, Bayerin, du schau her. Da hast du deinen Kaffee. Ich mag keinen Zinsen. Tragen wir den aus. Nein, da sauf ich ihn lieber schon selber. Wo ist denn der Bauer? Der Bauer? Der schlaft noch. Jetzt um 3 Nachmittag. Freilich. Er ist erst um 4 in der Früh heimgekommen. Glaubst du, so macht das jetzt die ganzen 3 Tage, seit er vom Doktor heimgekommen ist? Jede Nacht. Das ganze Dorf lacht schon über ihn. Hinter jedem Schürzenzipfel ist er her und bussieren tut er, was das Zeug hält. Das ist nicht mein Mo. Das ist ein anderer. Das ist schon der Jakob Hirnmoser. Aber der von früher, ja, der war doch in seiner Jugendzeit auch nicht anders. Meinst? Okay, sei so gut. Ruf mal die Zilli rein. Und dann bitte schön wächst den Bauern auf. Du hast schon recht.
Da meine ich, hast du was eingebrockt. Zilli! Da rein! So, und jetzt weck ich einen Bauern auf mit meinem lieblichen Stimmerl. Was gibt's denn, Kathi? Du, bitte schön, sei so gut. Und geh zum Simon rüber. Sagst, er soll zu mir rüberkommen, ja? Ist schon recht. Es handelt sich wohl um den Jakob, oder? Freilich. Schau, so geht es nicht mehr weiter. Da hast du schon recht. Es ist schon wirklich ein starkes Stück, wie er es treibt. Gerade vorhin hat mir die Wegschau der Resi erzählt, dass er gestern auf die Nacht mit der Kellnerin von der Traube Arm in Arm spazieren gegangen ist. Mit der schieren Person? Ja, wahrscheinlich hat er sich gedacht, weil der Nacht sind alle Kühe schwarz. Mein Gott, das wenn ich alles geahnt hätte. Ja. Geh weiter, Zilli. Geh rüber, hol mal einen Simon. Ich geh schon. Aber ob dir das immer helfen kann, das möchte ich bezweifeln. Grüß Gott, Frau Lehrer. Ja, komm es nur rein. Ja, grüß Gott. Ja, Frau Lehrer, grüß euch, na gut. Na, was machen denn Sie heute für Gesicht? Ach mein Gott, ich bin noch nie so schweren Herzens zu dir rübergegangen als wie jetzt. Wieso denn? Ja, das kannst du ja denken, wegen deinem Jakob, ne? Ah ja. Also der Herr Pfarrer, der ist ganz aufgebracht. Übrigens, du sollst ja Nacht dann vorbeikommen beim Herrn Pfarrer, gell? Also, du weißt ja, was er gesagt hat. Der Hirnmoser untergräbt mit seinem Lebenswandel jede Sittlichkeit und Moral in unserem Ort. Hat er gesagt. Da kann ich nicht mehr länger zuschauen, hat er gesagt, ja. Sein Beispiel verdirbt die anderen, hat er gesagt. Ja, aber was kann denn ich da machen? Du kannst ihm halt gut zureden. Okay, Frau Lehrer, das hilft doch nichts. Da ist doch alles vergebens. Ich glaub's auch schon fast. Ja, ich weiß schon, das ist jetzt die Strafe dafür, weil ich zu meinem Jakob immer so garstig war. Und jetzt hab ich's. Also, ich hatte ganz ehrlich gesagt, wie vor ein paar Tagen der Jakob heimgekommen ist, so jung und so strahlend. Also da war er dafür fast ein bisschen neidig, ja. Ach, jetzt red ihm noch mal gut zu, was? Es ist ja nur wegen dem Herrn Pfarrer. Du weißt, der versteht in diesem Punkt überhaupt keinen Spaß. Ja, ich weiß schon. Du, und vielleicht wird's besser, wenn er sich ans Jungsein wieder gewöhnt hat. Na, da habe ich die Hoffnung verloren. Ja, ich fast auch. Also, geh, Kathi, Vierte. Und vergiss nicht, dass beim Herrn Pfarrer vorbei. Ich bringe ja nun raus, ja. Ja, jetzt geh halt einmal weiter, Herrschaftszeiten. Ei, komm doch schon. Also, weißt du, das ist eine Gemeinheit, mich in aller Früh aufzuwecken, wo ich so gut geschlafen habe. Alle früh. Es ist 3 Nachmittag. So spät ist schon. Ja, Und wo ich so schön geträumt habe. schön Ja. geträumt. Ja, dann kannst du nur von mir geträumt haben. Von dir? Ja, Ja, von dir auch. ehrlich. Ja. Verzeih, was hast du denn geträumt? Du, das kann man gar nicht erzählen. Na, Ja. also Schande. Geh, also solche unanständigen Sachen von mir träumen. Na, also da kann ich bloß nur sagen, pfui Teufel kann ich da nur sagen. Also ich möchte es auch gar nicht wissen, Okay. was träumt. Jetzt sag schon mal, was dran hast. Also pass auf. Wir zwei, wir sind ganz allein in der Küche draus gewesen. Wir zwei allein? Ja. Das geht schon gut an. Und auf einmal Ja. bist du wieder jung geworden. Ja, und dann? Und dann, bis ich mich umgeschaut habe, Ja. bist du auf dem Besen zum Kamin ausgeritten. Da kann jetzt ich wieder nicht lachen. Ich schon. Ja, aber bitte, was kann man schon von einem Mannsbild verlangen, dass das Leben eines anderen führt? Du bist gut. Ich genieße heute meine Jugend. Ja, aber warum denn immer außer Haus? So. Wo das Gute liegt so nah. Ja, komm. Sind Sie? Jetzt Geh kommt weiter, die los andere. unser Lohr. Schon wieder. Naja,
Präsident. Oh Manni, gibt's jetzt Ärger? Da gibt's Ponchos! Na, Kathi, was habe ich denn besonders an mir? Was du besonders an dir hast, dass du ausgemachter Lump geworden bist. Ah, da schon her. Sind wir schlecht aufgelegt? So, und das wundert dich. So eine Frechheit ist mir doch noch nicht untergekommen. Kathi, was hast du denn? Ja, sag einmal, meinst denn du, ich weiß nicht, was du treibst? Es ist eine Schande vor dem ganzen Dorf. Keine Nacht mehr bis daheim. Und was war mit der ersten Nacht? Ja, das eine Mal. Also, Und da warst du auch am liebsten ins Wirtshaus gegangen. mein Gott, nein. Ich gehe halt so gern ins Wirtshaus. Ja, ja. Und jede Nacht kommst du mit einem Mordsdrum rausschwamm. Und so kurz Geld hängst du an die Weiber hin. Hinter jedem Schürzenzipfel bist du her. Ja, meinst denn du, dass ich da noch länger zuschaue? Schau, Kathi, wenn's mir halt alle so gern haben, ich kann doch auch nichts dafür. Jugend hat eben keine Tugend. Das sind ja nette Grundsätze. Du vergisst nur, dass du so ganz nebenbei auch noch mein Mann bist. Jawohl. Und du, mein liebes Weiberl. Rier mich nicht an, sag ich dir. Wie es meinst? Sag dir bloß das eine. Du änderst ab sofort deinen unsoliden Lebenswandel. Vielleicht haben wir dann die Möglichkeit, dass wir unsere Ehe einigermaßen wieder zusammenflickern. Und wenn ich's nicht tue? Dann lauf wieder auf und davon. Na also, jetzt haben wir dich genau da, wo wir dich hinhaben wollten. Das ist mein Kindlein, Kathi. Du, Zilli, es ist jetzt an der Zeit, dass ich dir ganz was Wichtiges sag. Ich will aber von dir nichts wissen. Wenn's du hörst, was ich da zum Sagen hab, dann denkst du anders über die Geschichte. Das glaube ich kaum. Zilli, ich bin nicht der, für den du mich hältst. Was? Du, nach dem, was ich von dir höre und sehe, da glaube ich heute dich schon für den Richtigen. Na, das ist ganz anders, wie du denkst. Aber ich kann jetzt nicht so reden, wie ich möchte. Das darf dir ja nichts nützen. Du, Zilli, weißt was? Du kommst heute Nacht hinters Haus und dann erkläre ich dir die ganze Geschichte. Da, schau her. Ja, da steht ja nur andere hin. Mich kriegst du nicht dran. Und jetzt muss ich in die Küche aus. Der Zenzi-Helfer. Zilli, begreif doch, dass ich sakrisch verliebt bin in die. So, jetzt muss ich ja doch wohl oder übel zum Fahren über. Das fürchte ich, wird man ja auch kein Rat wissen. Mein Gott. So, jetzt bin ich da. Kathi, du hast mich rufen lassen. Ja, ich hab dich rufen lassen. Ja, was ist? Mein Lieber, mit der Verjüngung, da hast du was Sauberes angestellt. Ich? Ja, du. Ah, jetzt war auf einmal ich schuld. Das bist du. Dir ist der ganze Blödsinn eingefallen. Ja, aber du warst einverstanden, nicht? Du hast dich sogar narrisch gefreut, wie er so als Junge da gestanden ist. Ja, freilich. Einen sauberen Lumpen habt's gemacht aus meinem Jakob. Du und der damische Doktor da in der Stadt drin. Aber das sag ich dir, den ich erwisch, mein lieber Schwan. Den täte ich auf Schadenersatz verklagen. Dich werde ich verklagen. Mich? Jawohl. Ja, jetzt bin ich schuld. Ja, sag's ja. Undank ist der Welt, aller Last der Anfang. Es war ich schuld, weil dein Alter über die Stränge haut. Du bist auch schuld, weil dir das alles eingefallen ist. Ich sag dir bloß das eine. Du wirst am Jakob jetzt sauber ins Gewissen reden. Du bist schließlich sein bester Spezi. Ich? Meinst du, dass auf mich mehr hört, als wie auf die? Wie du das machst, das ist doch mir sowas von wurscht. Du kannst doch gerade so gut von mir verlangen, nicht? Also, dass ich ihn wieder alt mache. Nein. Mein Gott. Wenn ich nur meinen guten, meinen lieben alten Jakob wieder haben kann. Nix war mir lieber wie das. Simon, ich sag dir das eine, gib mir meinen Jakob wieder zurück. Du sollst mir meinen Jakob wieder geben. Aber sofort. Beidelt bitte rum, es wäre Medizinflaschel. Vorgebraucht schütteln. Weißt du schon gar nicht mehr, was ich tue? Hab ich da also richtig gehört, dass du deinen alten Jakob wieder möchtest? Du wirst noch gerade so fragen kannst. Nix war mir lieber auf der Welt wie mein lieber alter Jakob. Jetzt geh ich zum Pfarrer, aber ich fürchte halt, der wird mir auch keinen Rat wissen. Und dir sag ich das eine.
wenn du dem Jakob jetzt nicht ganz sauber zuredst, dass er sich ändert, dann brauchst du keinen Fuß mehr in mein Haus setzen, weil sonst fliegst du den hohen Bogen wieder rauf. Guter Junge Matikaus. Chinesen, wenn da gerade ein Donner wieder reinfahren darf. Was ist jetzt wieder? Da bist du. Du bist schuld und der Vater mit einer saudummen Geschichte. An was sind wir schuld? Weil die Ziele nichts wissen will von mir, aber ich möchte die Ziele haben. Ich will die Ziele haben! Ich will die Ziele haben! Warte mal, bist du wahnsinnig geblieben? Was? Verliebt bin ich, bis über bei die einen in das Mädel. Aber hat's dich erwischt? Ja, und wir? Und heute sag ich dir noch, ist das weißt? Kannst dir alles sagen, die Rolle als Bauer hast du ausgespielt. Na, Gott sei Dank. Aber das ist jetzt... Nicht der Rahn oder er? Sagst du, ich denke, ich hab gesehen, wie mein Kattel fort ist und die anderen sind im Stall, gell? Woher weißt denn du das? Ja, Der Vater ist Tag und Nacht auf seinem Posten. so ist es, ja. Was willst du denn da? Du, ich hätte bald vor lauter Neiger zwischen. Warum hat denn die Kattel nach dir geschickt? Mei, hat's gesagt. Was hat's gesagt? Mei. Mai hat's gesagt. Jetzt um die Jahreszeit. Mei hat's gesagt. Ja. Ich möchte meinen guten alten Jakob wieder. Hat's gesagt? Gib mir meinen Jakob wieder und sag Ist denn da der Badel mit umeinander? Na, sie hat also ihr Unrecht eingesehen. Dank meiner gütigen Mithilfe, Ja, gell? das hast du gut gemacht, Donnerl. Sie will mich wieder haben. Vater. Sie will mich wieder haben. Was sagst du zu meiner Kur? Ja, du bist ein Teufelskerl. Ich hätte nicht geglaubt, dass so schnell geht, gell? Also jetzt gehst du wieder zurück zu deiner Kathi Ja. und du verschwindest auf Nimmerwiedersehen. So ist es. Oh, Moment einmal. Auf Nimmerwiedersehen nicht. Du weißt genau warum. Und Moment einmal. Wie bekomme ich denn mein altes Aussehen wieder, ne? Weißt du? Das ist doch kein Problem. Wieso? Dann sagen wir zu der Kathi, dass wir einfach zeigen wollten. Was? Nein, dass das er- kann mir nicht sagen. Um Gottes Willen. Ja, die darf sie mir nie verzeihen, wenn sie merkt, dass wir es angeschwindelt haben. Ne? Vater, sie muss doch ein Einsehen Das haben. hat sie aber nicht, weil sie blamiert wäre vor die Leute. Ja. Ja, was stehen wir denn da? ha? Wer haben wir denn da? Du, wenn wir sagen, der Doktor hat mich wieder alt gemacht und das glaubt's mir nicht, gell? Nein, das glaubt's uns nicht. Glaubt's uns nicht, ja? Was der Ja, was stehen wir denn da? ha? Du, wenn wir sagen, Was? Nein, das glaubt's uns auch nicht. Glaubt's uns auch nicht. Ja, Herrschaft, was Ja, da ist doch am gescheitersten. Was denn? Und das glaubt sie erst recht nicht. Und wenn wir sagen, nein, das ist auch nichts. Ne? Ja, was Ja, was der? stehen wir denn da? ha? Halt! Was? Ich habe eine Erleuchtung. Was? Und? Aber die Erleuchtung kostet 50 Mark. Schon wieder? Also, drück von mir Schreib's aus. drauf, weil sonst vergisst du es. Ja, drück, schreib's auf. Eine zweite Erleuchtung. Genau. 50 Ja, Mark. und was ist das für Also, eine? du gehst jetzt zu mir ran. Nein, zu dir geht. Ich gehe so ungern zu dir und bei dir gefällt's mir nicht. Mir auch nicht, darum bin ich ja da und da. Also, Was soll ich daheim da? da wartest und dann bringt er dir ein Gewand. Du wartest da und ich bring einen umgekehrt. Ja, ich bring dir dann Also, noch geh jetzt heim und warte. Du sitzt jetzt da auf die Bank. Zu was? Ja, das siehst du nachher. Sitz dir mal hin. Und immer, wenn der ich mit meinem Schnupf dir ein Zeichen gibt, dann musst du stöhnen, als wenn da was weh tut. Warum? Verstehst? Ja, das siehst du nachher schon. Also jetzt stöhn einmal. Stöhnen. Oh, oh, oh. Sag mal, spinnst du? Das ist ja gerade, als wenn du die Hähne zum Vordern schreist. Du musst stöhnen, als wenn da was weh tut. So, oh, oh, oh. Sieh mal, tut da was weh? Ich hab dir doch bloß gezeigt, wie das geht, wenn man stöhnt. Also jetzt stöhnen einmal. Jetzt stöhne mal. Ja, stöhnen. Ja, ja, das ist sehr gut, ja, das gefällt mir. Was ist denn? Ich weiß nicht. Der Jakob ist krank. Was fehlt ihm denn? Ich weiß nicht. Jesus, na. Ja, mein Gott, ja, das wird doch nichts Schlimmes sein. Jakob, tut dir was weh? Ja, das Herz. Das Herz tut ihm weh und Leber und Nieren und der Magen.
Lüngerl. Mach ihm 2 Gnädel dazu. Jakob. No! Magst du ein Glas Vogelbeerschnaps? Du, der ist gut für den Morgen. Der riecht die gleich wieder auf. Du, schau her. Ja, wir lassen mal probieren. Nicht, dass du ihm was Verkehrtes gibst. Ja. Geht's? Ja, aber nicht so viel, dass du ihm nicht. Ja. Ja. Mutter! Jetzt wird's dir gleich besser gehen, gell? Was ist denn da los? Meine Kathi, der Jakob ist so krank. So? Naja, wird nicht so schlimm sein. Sag das nicht. Vielleicht braucht er ein 2 Gläser Schnaps. Ja, jetzt geht's ihm schon besser. Ich habe ihm gerade Leviten gelesen über seinen unsoliden Lebenswandel. Auf einmal sagt er zu mir, Simon, sagt er zu mir, Simon, ich weiß gar nicht, wie es mir wird. Das Blut wird so heiß, dass es mich gleich zum Frieren anfängt und die ganzen Innereien haut's mir durcheinander und die Wadel druckt's mir vorne hinaus, hat er gesagt. Der arme Mensch. Ach, was denn? Das kommt nur von seinem Luderleben. Und also, Malefiz, Flirgelete. Ja, druckt's mir auf der Nase umeinander. So wie es der treibt, ist heute die stärkste Rose nicht aus. Nein, aber sag das nicht. Also, so viel verstehe ich auch von der Medizin. Komm, Jakob, geh mal ein bisschen an die frische Luft. Ja, ja. Führ nur noch spazieren, dein Koder. Du sollst nicht so daherreden. Vielleicht tut's dich noch reuen. Komm, Jakob. Ich weiß halt nicht, was mir da noch rein soll. Also weißt du's. Du brauchst gar nicht so grob sein zu ihm, wo er doch so krank ist. Ein krank Schmarrn. Zusammengesoffen ist er, das ist alles. Hast du eine Ahnung, wie mich der Pfarrer jetzt zusammenputzt hat? Mein lieber Schwank. Ja, der Pfarrer hat leicht reden. Ja, was hättest du denn dagegen machen sollen? Ja, das habe ich ihm ja auch gesagt. Aber er hat gemeint, liebe Kathi, du hast sonst dein Maul auch immer offen. Warum hast du das denn da nicht aufgemacht? Wieso hast du das denn so weit überlaufen? Mein lieber Schwan, du, wie er mit der zusammenputzt hat, das kannst du dir nicht vorstellen. Dann hat er gesagt, und diese Verjüngung ist sowieso der größte Schmarrn, weil es wieder die Natur ist. Kathi, ich bin nur neugierig, wie die ganze Geschichte ausgeht. Ich schon auch. Ja, herein. Kathi, du bist da. Ja, der Klaus, na grüß dich gut. Grüß dich. Also, wenn's den Bauern willst, der ist nicht da. Nein, den will ich nicht. Willst nicht? Nein, euer Wagel möchte ich gerne. Weißt, ich muss am Bahnhof ein großes Backel abholen und da ist mein Gigts klar dafür. Ja, freilich kannst du unseren Wagen haben. Sagst du es halt am Knecht, gell? Ist schon recht. Und mein Moni wird sich dann schon mal erkenntlich zeigen, gell? Beim Bauern. Ja. Ist ja jetzt eine gute Kundschaft geworden, der Jakob. Gerade wie früher, wo ich noch nicht verheiratet war mit der Moni. Ja, ja. Meine Moni hat mir heute wieder eine große Freude gemacht. Okay, Ja. was denn? Ja, sie hat mir gesagt, dass wir im Sommer wieder. Schon wieder? Ja. Na bravo, da sind sie jetzt 80. Ja, jetzt gehen uns bald Namen aus, gell? Freilich, dann lassen wir mal die Väter und die Kinder alle zusammen, dann können sie einen Stammtisch aufmachen. Eigentlich ist schon komisch, gell? Was? Der Jakob hat sich verjüngen lassen und bei mir hat's geklappt. Das darf doch nicht wahr sein. Also manchmal sind die Mannsbilder, als wäre wenn sie ein Bredel vor mir hätten. Kater, Simon, was ist denn? ich bin ganz desperat. Okay. Warum? Wie Herrn Jakob. Ich glaub, die spritzen lassen noch. Oder vielleicht hat ihm der Doktor zu wenig von dem Affen eingespritzt. Oder vielleicht hat er sonst einen Kunstfehler gemacht. Meinst du wirklich? Ja, ja. Oder vielleicht hat er ihm auch zu viel von einem alten Affen eingespritzt.
Ja, und was sagt da der Jakob dazu? Simmerl, hat er gesagt, aus ist mit der Herrlichkeit. Vorbei ist die Jugendzeit. Aus ist mit der Herrlichkeit. Du meinst, er wird wirklich wieder alt? Mein Jakob wird wieder alt? Yes. Halt, wo rennst du denn hin? Ja, zu meinem Jakob. Nein, bleib noch da, der kommt dann von selber. Ich bin bloß vorausgegangen, damit ich dich Oh, vorbereite. Katrin, da bin ich wieder. Jetzt hast du den alten Jakob wieder, gell? Gott sei Dank. Die Verjüngungskur war die größte Dummheit, die wir mir zwar gemacht haben. Meinst du? Wir fangen jetzt ein neues Leben an. Gut. Und jeden Wunsch, den ich davon die Augen ablesen konnte, das will ich da. Ja, dann fang gleich das Lesen an. Ja. Ja. Ich glaub, du magst jetzt einen Kaffee. Was, ein Kaffee? Ja, Ja. den mag ich. Ja. Aber nur, wenn du einen willst. Na, Jakob, wenn's du willst. Ja, wenn du willst. Na, wenn's du willst. Na, wenn du willst, willst Na. Vielleicht fragt doch mal jemand, was ich will. Was willst du denn? Vielleicht auch einen Kaffee. Gut, dann kommt zum Küchenhaus. Ja. Ich mach gleich einen. Ist gut. Mein Jakob. Ja, vielen Ja, Dank. mein Jakob. Ja, viel. Wo ist denn der Toni? Er ist auf dem Heimweg. Dann geh weiter, komm, geh Das ist noch nicht gut gegangen, gell? Der Jakob! Der Jakob ist da. Ach, Gott sei Dank ist mein Schwager wieder so, wie er war. Aber schöner war er schon, wie er jung war. Genau so einer müsste halt einmal kommen. Zilli, Jesus Maria! nicht so laut, es darf keiner wissen, dass ich da bin. Aber ich hab noch mal hören müssen. Ich hab nicht vorgekommen, ohne dass ich mit dir noch mal rede. Aber wie ist man denn? Ich mein, da steht der Jakob als ein Junger und da draußen ist der Jakob als ein Alter. Schau, ich hab die Rollen bloß gespielt vom Jakob, dass deine Schwester, die Kathi, glauben sollen, der Jakob ist wieder jung geworden. Ja, ich bin ja ganz durcheinander, aber sag mal, wer bist denn dann du? Ich bin der Toni, ein Zimmerl aufgehend. Und wie ich dich vor 3 Tagen das erste Mal gesehen hab, war ich gleich narrisch verliebt in dich. So schnell geht es bei dir. Ja. Und wie ich gemerkt hab, dass ich dir nicht ganz gleichgültig bin, da hab ich gewusst, dass ich zu dir gehöre. Ich glaub, ich muss mich erst erfangen. Ja, da hilf ich dir dabei. Ist schon gut, Jakob. Ich komm gleich, gell? Zilli! Der Jakob ist doch da. Wer bist denn du? Ich bin der Toni, ein Zimmerl aufgehend. Ja, Bayerin. Wir haben da eine kleine Komödie vorgespielt, damit du und dein Mo und dein Mo und du und da dabei haben wir mich in die Zilli verliebt. Ja, habe ich dir. So ein schöner Schwindel. Aber Antoni, darfst du das nicht nachtragen? Nein, mach ich nicht. Mein Lieber. Du hast aber deine Rolle nicht schlecht gespielt, das muss ich schon sagen. Ja, dann hast ja du... Was denn? Du gehst jetzt sofort raus und holst mir einen Simon. Geh zu, frag nicht, geh nur zu. Und du gehst auch, lass schnell an. Aber zwingst der Zilli immer. Ah, ist schon gut, geh nur zu. Nein, dann hat ja der... Um Gottes Willen, das will mein Jakob erfahren. Ui, dann ist Feier. Ja, Kathi, was ist los? Ich hab grad die Zille und den Toni erwischt. Was? Ja, das Rimpf, ich hab doch ausdrücklich gesagt, er soll heimfahren. Den Lied verpatzt aber auch alles. Nein, lass das nur jetzt, um das geht's gar nicht. Was dann? Ich kann meinem Mann nicht mehr ehrlich in die Augen schauen. Warum? Ja, in der Nacht, da wo der Toni als falscher Jakob zu uns gekommen ist, da war er bei mir in der Schlafkammer. Was? Ja, Hinherrschaft, Zeitnahme, ne? Ja, aber es war ja bloß Was einmal. einmal? Ist das schon zu viel? Wir haben es ihm ausdrücklich verboten. Aber nein, ich sag's ja, wenn man nicht überall selber dabei ist. Aber der Jakob darf ja nichts erfahren davon, gell? Nix da, der Jakob muss erfahren. Ja, was macht's denn ja für dumme Sachen? Ja, die Tilly hat mir gesagt, dass du alles weißt. Sag, hat dann das bloß gemacht. Nein, du Was? brauchst überhaupt nichts sagen. Jakob, Ja. ich hab die Lehre redlich verdient. Na, dann ist ja alles gut. Nein, es ist nicht alles gut. Warum denn nicht?
Wir haben ein teures Lehrgeld gezahlt. Wieso? Es ist was dazwischen gekommen. Ja, was denn? Ja, weil dann... Jetzt red halt du einmal. Ja, also was ist denn? Hey, Jakob, nimm's nicht so tragisch. Was denn? Schau, das kann ja mal vorkommen. Was kommt vor? Also jetzt war... Ja, es war so, also was? die Kathi... Die Kathi? Ja, und der Toni... Was, die Kathi und der Toni? Ja, weil Ich das- kann nichts dafür, er war's. Was ist mit der Kathi und der Toni? Sieh mal, Ja. da bist du auf dem Holzweg. In der Schlafkammer von der Kathi, da war ich nie drin. Was? Ja, wer war denn das dann? Ich? Jakob, Ja. du warst es. Ja. Aber du hättest es doch überhaupt nicht nötig gehabt, noch mal jung zu werden. Nein, schau, Katrin, du hast mir nichts mehr Tolles zugetraut.